Der Heilige Jeist, ich glaube, wenn wir reden von der Heilige Jeist, jeder eine von uns verlangt, dass der Heilige Jeist in uns schaffen wird. Und ich weiß, wir sind das ist ein bisschen längere Serie gewesen, aber am Anfangsjahr, dann sage ich, wo in der Austernzeit und an der Pfingstenzeit, da wird eine feine Zeit sein, wo wir ein bisschen den Port nehmen werden, haben wir eine Serie durchgehen, an wer der Heilige Geist ist, was er in uns tut und wo wir sollen uns Christen leben, durch seine Kraft leben. Und wir kommen, das ist von der letzte Botschaft von dieser Serie. Und ich habe, wenn wir an diesen Topic oder dieses Thema studieren, dann, da sind vielleicht zwei Fragen, die kommen von dieser Studie. Und dort ist, was ist der Doop von der Heilige Geist und was meint dort mit Tungen reden? So, wenn wir an diesem Thema studieren, dann, ich will anfangen mit das sein. Wir als Christen, wir sind verschieden und wo wir das verstehen. Dann. Wenn ich von Christen rede, dann, ich meine die Christen über die ganze Welt. Du sind welche Christen, die vielleicht ein klein bisschen anders verstehen. Dann. Und ich will das von der rüberbringen, sondern weil wir ein Verständnis kriegen, von was die Bibel lernt, aber wenn andere nicht ganz stimmen mit uns, dass wir gnädig sind und wir den Taub schaffen. Dann. Wegen ich glaube, ein Fehler, was wir fertig merken, dann ist das. Sondern was sei, dass uitrekken, dann, dass wir in Heiligen Geist schaffen, oder leben sollen. Wir sind die an, oder Menschen, die wollen angesehen, dass die sind viel zu übergeschoten, so zu sein. Dann sind die so, was sein dort und leben, dort viel zu euch und viel zu gründlich. Ich will viel lieber leben und ich will mich leiden von was die Bibel lernt. Aber kriegst du in der Mad, als wo wir leben sollen. Wir sollen von der Kraft von der Heilige Geist und das Gottes wird, wir sollen uns leiden. Das sind nicht wie wir uns die Kraft geben. Das ist Gott durch die Heilige Geist, was ihn leben, durch uns leben wird. So, wir wollen von dir sein, was ist der Doop von der Heilige Geist? Wir sollen wieder biblisch verstehen und dann, was meint dort mit Tungen reden. So, was ist der Doop von der Heilige Geist? Ich glaube, hier müssen wir verstehen, was passiert in uns, wenn wir Christen werden. Die Bibel lehrt sehr klar, dass wenn wir zum Glauben kommen, dass wir wiedergeboren werden. Was meint das? Das meint dort, wir sind alle als Menschen in Sinn geboren, wir sind jästlich tot. Uns Jeist ist tot, wir sind getrennt von Gott, der wir jetzt Leben geben wird. Und dann, wenn wir zu Gott kommen und glauben, wir nehmen das an, was Jesus getan hat für uns. Die Bibel lehrt uns, dass wir wollen gerat. Und wenn wir gerat wollen, wo wir wiedergeboren, dort ist, dort Gott nimmt das alles jetzt in uns, was dort in jenen Gott ist und sündig ist, nimmt das raus und sagt, nicht jetzt in uns dann. Und dort ist, wo das meint, dass wir wiedergeboren sind. Und der Heilige Geist, der die Arbeit. Und dann lehrt die Bibel auch, dass als Gott seine Verlangen, dass der Heilige Geist in uns leben wird. Das ist nicht bis dort er uns eine wahre Geburt gibt, dort ist dort der Geist nimmt in Wohnung in uns. Wir sind der Tempel von dem Heiligen Geist. Und das ist, was die Bibel nennt, der Doop von der Heilige Geist. In Englisch würde ich sagen, the baptism of the Holy Spirit. So, wo passiert das? Das sind so, was würden lernen, dort, wann wir uns bekehren, dann, wann wir wiedergeboren sind, dort ist, wann wir den Doop kriegen. Dort, wann wir von der Taufe von der Heilige Geist kriegen. Und dann sind das so, was lernen, dort, wir waren wiedergeboren, aber der Doop, der kam Lothar, wann wir die verfreien dann. Ich glaube, die Bibel lehrt sehr klar, dass jede Person, die wiedergeboren ist, kriegt den Doop von der Heiligen Geist. Gott lässt keiner aus. Und so wollen wir klar sein, was die Bibel hier lernt. In Matthäus Kapitel 3, der auf der Fahrer sagt es das. Ich denke mit den Worten, was dort die umkehren. Das ist Johannes der Däuper, was hier sein wird. Aber das Wort, er redet von Jesus,
wat no mij kämpt, sterker als ik. Die maakt niet weet sie de show te drehen. Die wordt junt met den Heiligen Jeist en 4 duipen. So de kämpt naar doop van de Heilige Jeist, wat Jezus wordt geven. En deze doop geeft hij te alle die waar die geboren zijn. We zijn in 1. Korinther kapitel 12, de 13e vers, hij zegt es dit. Wir sind alle durch einen Geist in einen Körper gedeibt. Er sagt hier, wir sind alle durch einen Geist. Von Geist redet er? Von den Heiligen Geist. In einen Körper gedeibt. Auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Free. Und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. So, was sagt Paulus hier? Wer an Christus ist, hat der Heilige Geist. Das ist nicht bloß der Heilige Geist uns die wahre Geburt gibt, wir haben der Heilige Geist. Ich will haben, wir sollen uns von der Loten treisen mit dieser Welt. Wenn du in Christ bist, Gott lebt in dir. Denk mit Eva. Was von der Kraft hat Gott nicht? Und denselben Gott, der lebt in uns. Er hat uns, das sagt hier, er hat uns denselben Geist zu trinken gegeben. Wir sind alle gedeibt in den Heiligen Geist. So, das ist, was der Doop meint. Das Wort hier wird gebraucht von gedeibt in den Heiligen Geist, erst das Wort Baptizo. In den Englisch würde wir sagen Baptism. Und wenn wir das griechische Wort studieren, dann wird meint das ist in der Meinung, und das gibt uns ein Bild von, was ungeducken, sodass geändert wird. Und ich glaube, das ist ein feines Bild, und wenn sie würden sich tinten, sie würden dort ungeducken, vielleicht wieder das Witt eiern, wenn sie das Rüt nehmen, dann würde das bleiben oder rot sein, oder wird von klar. Und das zeigt, dass wir geändert, wenn das ungeduckt wird. Und das ist das Bild, was wir sollen kriegen, wenn wir die Doop haben von der Heiligen Geist. Uns wird ungeduckt so zu sein, dass wir geändert sind. Und wer diese Doop kriegt, ist ordentlich. Die haben eine ordentliche Sinn, die haben eine ordentliche Ziel, die haben einen ordentlichen Hort, die haben ein ordentliches Verlangen, wenn Gott selbst lebt in uns. Wieder der Doop von der Heiligen Geist ist nicht so, was von der Universität ist, und dann war er nicht, dann müssen wir das weiter kriegen. Wenn wir den Doop haben von der Heiligen Geist, wir haben den für Lebenszeit. Wer an Christus ist, hat den Doop. Das ist nicht, dass wir in einem Hotel sind für den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist am Sonntagsmorgens ein klein bisschen kommt spazieren und mit uns kommen besegnen und dann war er auf seiner Reise. Nee, der Heilige Geist, wenn er uns den Doop gibt, er kommt und er wohnt in uns und er bleibt da, er merkt seine Wohnung in all die wir in Christus sind. So das ist ein bisschen, was die Bibel lehrt, was der Doop von der Heilige Geist ist. Wir sind beide geboren, dort der Heilige Geist, und er kommt durch uns Leben, dort ist der Doop von der Heilige Geist. So was soll wir dann die Apostelgeschichte forschen verstehen, wo dort das sperrt sich, das sitzt sich so, dass das Wort ordentlich lernen wird. Wir sehen hier, dass Menschen sich bekehren dann, sie haben Jesus angenommen, aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist. Und Lothar kriegen sie dann den Doop von der Heiligen Geist. Meint ihr dann, dass der Doop kommt nach Lothar? Ich glaube, wenn der Anfang von das verstehen, ist es sehr wichtig, dass wir das weiten. Apostelgeschichte ist geschrieben, sodass wir verstehen, was passiert hat, nicht was passiert soll. Ohne wahr zu sein, dass das uns wiesen, was Gott geschafft hat, um die Kirche anfangen, aber das ist nicht, wir sollen das nicht einmal so nehmen, das soll einmal so sein in unserer Kirche. Wir verstehen das von der ganzen Bibel. In dem Alten Testament redet Gott durch Moses. Und er gibt seine Gesetze auf ein Boy. Meint das nicht, dass wir sollen einmal bloß durch einen Prophet von Gott hören, wenn Gott das einmal so deut?
En Lothar zei wie wou God in de kerk arbeiden. Wie sollen dat allemaal zo zijn? Nee, Apostelgeschichte, als je jeeft, zodat we kunnen verstaan, wo fängt Gott de kerk an? Er zijn wel dingen wat we davon leren können, aber Lothar in het Nieuwe Testament leren we, wat Gott zijn willen is en wat de kerk zal schaffen. So, wir können sein Wort Gott deuten, wir können mit ein Verständnis finden, was Gott will tun, aber wir sollen das nicht alle nehmen, das soll krass so sein. So, ein paar Stellen, was das geschrieben wird, wo der Doop Lothar kam, ist die wahre Geburt. Erst in Apostelgeschichte, Kapitel 11, 15 und 17. Und dann sehen wir auch in Apostelgeschichte, Kapitel 10, wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 8. Und das sind alle Stellen, wo wir lesen, dass wir ein beste Menschen, die je wenig wir sie hätten, wir nicht Juden. Und der Heilige Geist kam Lothar. So woran der Gott der Doop geben, Lothar ist die wahre Geburt. Wann er sein Wellen in der Neuen Testament, in der anderen Bücher, was sagt, dat het een eind weer. Dat waren die Geburt in de Doop, kwam op dezelfde tijd. En ik geloof, er zijn wel dingen wat einer würde even kan zijn. Ik geloof, de grootste ding erst te verstaan is, dat God wil in kracht zijn werk, als hij wonderteken door Jezus deed, wijzen dat Jezus weer. God wil ook de Heilige Geest geven, apart van de ware Geburt voor de Heiden, zodat de Juden kunnen klaar zijn dat Jezus neemt de Heiden aan. Wenn de Grieken hadden, of de Juden hadden verstaan dat Jezus had gekomen voor hen, en wanneer de wat niet Juden waren, de griechische mensen, de Heiden, wanneer die Christen willen zijn, dan moeten ze eerst Juden worden en dan vielleicht wird Gott annehmen en de Heilige Geest geven. So, wir sind hier in der Apostelgeschichte, ich wollte ein paar Versen lesen, in Kapitel 11, 15 bis 17. Und dort sagt, en als ich anfang te reden, val de Heilige Geest op an, so als ein Anfang op ons val. Wat redt hij van? Hij redt van Pfingsten, dort wieder Anfang. Dann val mir dabei, dat de Herr gesagt hat, Johannes deit mit Wasser, aber je sollen mit den Heiligen Geist gedeiht worden. Wenn Gott den selben Gove gegeben hat, der er uns gibt, als wir an den Herrn Jesus glauben. Wer wir auch zu denken, dass ich Gott terugholen kann. So was tut Gott hier? Da wir hätten werden, gibt Gott der Heilige Geist. Für alle Juden, sodass sie können sein, nu sei je eint. Wir lesen erst, dass derselbe Herr, was je geeft, naar Griechische en ook naar Juden. Wir sind auch in Apostelgeschichte Kapitel 19, 4 bis 5. Sagt es das. Paulus sagt, Johannes sein Doop, wir einen Deipen durab, dort sei umkehren sollen. Damit seht er zu den Menschen, dort sei an den Sohn, der noch kommen wird. Dort ist an Christus Jesus. Und als sei dort hier, leiten sich mit den Herren sein Namen deipen. So wie sein dann Lothar, dann kam der Geist an diese Personen. Das ist auch dasselbe, wo Gott in Teken geben dein, zum wiesen, dass Gott nimmt seine an, was ordentlich zu Jesus kam. So das wären Männer und Menschen, die haben Johannes der Deiper, sein Doop angenommen. Und dadurch kamen sie zu Jesus. Und dieser Doop, der zweite Doop, was sie kriegen deuten, wie in Jesus sie nomen, und dann kriegen sie den Heiligen Geist. So das ist das letzte Mal in der Bibel, wo wir sehen, dass der Doop und die wahre Geburt verschiedene Tiden wären. Und nur das sind die arme taub. So, ich habe viel gesagt hier, aber wie können wir das leicht verstehen? Das ist vielleicht viel, was wir hier sagen können, aber das mit den Grundlinien und das ist das.
In der Apostelgeschichte sei wie, wo Wasser Christen kommen zu Jesus im Glauben, die kriegen Erradung, und dann lotet Jeif der Herr Jesus in der Doop, zodat er kann beweisen, dass sie angenommen werden, als Christen. Und dann nur Apostelgeschichte, Kapitel 19, dann passiert der Doop an der wahre Geburt ab derselben Zeit. Zodat alle, die wir wahre geboren sind, kriegen der Doop von der Herr Jeist. Und wir brauchen uns nicht zweifeln, haben wir den Doop. Wegen, ich glaube, diese Frau wird gefragt, habe ich den Doop von der Herr Jeist? Wegen, wir weiten dort, Christen sollen den Doop von der Herr Jeist haben. Und dann sind sie, die vielleicht lernen dort, wenn wir den Doop nicht haben von der Herr Jesus, dann lebe ich nicht ein volles Leben für Jesus. Aber Jesus jeft der Herr Jesus zu allen, die wir geboren sind. Wenn du in Jesus bist, dann hast du den Doop. Und du hast den Doop ganz. So wie soll wir das dann verstehen, wenn die Bibel lernt, dass wir gefällt sind mit der Herr Jesus? Wir sollen wieder verstehen, wenn der Jesus dich dabei gefallen hat, das andere Tiden. Wir sollen wieder verstehen. In Epheser Kapitel 5, der 18. Vers sagt es, das steht. Und bedrängt euch nicht an wen, wo der die Kontrolle über euch selbst verlieren, aber Wort voll von den Heiligen Geist. In der Englisch sagt, be filled with the Spirit. Wort gefällt von den Heiligen Geist. Wort meinen das, als dass wir sollen uns hingeben, dass der Geist uns kontrolliert, dass der wir all in uns ist. Wir sind voll von der Heiligen Geist. Und wenn der Geist in uns schaffen wird, dort schält dann Eva. So dass nicht dort der Geist man uns jedes Mal frisch fallen, wir sind all voll von der Geist. Aber der Geist ist schafft deeper in uns. Und das da wieder im Geist wandeln. Galater Kapitel 5, der 16. Vers sagt es das. Ich sage Ihnen so, wandelt im Geist. Dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelästern wird. So ich will uns von der ermutigen, wenn wir wollen sein, wo der Geist in uns schaffen wird. Wenn wir gefällt wollen sein mit dem Geist, wir müssen im Geist wandeln. Der Geist wird nicht in seiner Schaffen, wenn er nicht in Gemeinschaft mit hat. Wenn wir wollen haben, der Geist so große Wunder in uns tun, wenn wir wollen haben, der Geist so uns leiden, wenn wir wollen haben, der Geist so welche Dinge offenbaren uns, wir müssen in Gemeinschaft haben mit ihm. Da würden wir so sein, wenn wir würden irgendeinen Fremder phone und sagen, hey, mir fehlt was Geld, kostet mir $10.000 leihen. Und eine Person wird dann so denken, hey, die hat mir nicht gefunden für 10 Jahre, was war's nicht mit mir? Aber wenn wir eine tiefe Gemeinschaft haben mit Menschen, die jeder Tag eine Gemeinschaft haben und ein Vertrauen ist, dann ist es eine Gemeinschaft, wo wir können einordnen, abbauen. Und so ist es doch, wenn wir wollen haben, der Jesus an uns schaffen, wir müssen eine Gemeinschaft haben mit ihm. So, wenn wir dann Christen sein, so ist es auch sein, dass wenn wir nicht so sein, was jährlich dort sein, so zu sein, dass wir uns Kopf so rauf saten, so zu sein, und kicken unsere Feite und probieren so gut as wir können, verder weiter zu streben für Jesus. Wer in uns ist, der Herr Jesus, loten uns leiden. Dort heißt seine Kraft, der uns leben wird. Dort wir Christen sind, wird in Kraft leben. So, das ist ein klein bisschen, was der Doop ist. Der Doop ist die Fälling von der Herr Jesus, was in jeder Person ist, was wahre geboren ist. Nun der zweite Thema von Tungen reden. Wie soll wir das verstehen? In der Apostelgeschichte Kapitel 2, 1-4 redet dort von an Pfingsten. Ich werde das weiter lesen, das sagt es dort. Aus der Pfingstentag dann kam, wären sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hörten sie so aus einem Sturm eine ruhige Lüd von Himmel, so dort in ein ganzen Haus, die hören wir, wo sie saßen. Dann sagen sie mit einem Tungen, so aus 4, und sie sahen sich ab jedem einen von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefüllt, so hier sei wieder der Doop, und fangen an,
in andere Sprachen zu reden. Du nur aus der Jeist erntet mehrlich Mürk. So wir sagen hier, die werden Doop haben, die können in andere Sprachen reden. An den Tungen reden, an den Sprachen reden, sind eins in dasselbe. Ich glaube, das ist der beste Weg, wo wir das verstehen können. Ich glaube, die Plotteacher, die das immer sagen, sie sprechen lieber als Tungen. In Englisch haben wir Tongues, das ist, was das immer sagen, oder in Languages. Sprechen ist, wo wir diese Tungen besser verstehen können. So, wenn die Bibel von Tungen oder von Sprechen reden, von was redet dort? Dort redet von Sprechen, was dieses Menschen reden. Zum Beispiel, eine Sprache ist Plotdeutsch, eine Sprache ist Hochdeutsch, Englisch, Spanisch. Alle Sorten Sprachen braucht dieses Menschen. Und weißt ihr, dass Gott kennt jede Sprache. Das ist nicht, dass Gott auf seinen Thron sitzt im Himmel und dort, wenn wir in Plotdeutsch beten, du musst eine Person besiegt sein, was immer sagen wird für Gott. Gott kennt jede Sprache. Gott kennt Englisch, Gott kennt Plotdeutsch. So, wenn wir in Plotdeutsch beten, dann Gott kann uns ganz verstehen. So, wenn wir von Sprachen, wenn die Bibel von Sprachen reden, dann redet immer von Sprachen, was Menschen reden, dann verschiedene Sprachen. Und dann in der Bibel redet von der Gabe von Sprachen reden. Und in 1. Korinther, Kapitel 13, die erste Vers wird von Sprachen von Engel. Dort sagt es das. Wenn ich mit Menschen in Engel Sprachen reden kann und aber nicht live hat, wie ich nicht mehr aus in Bimmel oder in Klingerschall. So von was redet er hier? Er sagt, wenn ich mit Menschen in Engel Sprachen reden. So das sind dann so eine Worte, vielleicht von der mehr keramitisch Türken sind, die würden sagen, dit Sprachen reden, Englisch sprechen, dort erst wird ordnet es Menschen sprechen. So wir sollen wir das verstehen. Erst noch eine Sprache, was besieht erst, es Menschen sprechen. Das ist der einzige Stelle in der Bibel, wo das von ordnet Sprachen reden, der besieht Menschen sprechen. So Paulus, der rechte Weg, das akte verstehen, das ist falsch verstehen, erst das. Er redet nicht dort, wie kann der Engel sprechen reden. Dort erst dort, wann wir können, er das hier in Vergleichnis merken oder ein Beispiel brücken. Und er redet von live. Was er hier sagen, das erst, wann wir können, Engel sprechen reden, und er hat ein bisschen so sehr übertrieben, dass er kann. Wenn wir würden gerne so eine Person bejahen, die eine Engel sprechen reden, wir würden leben, die Person erst sehr jässlich. Er sagt, told jedem und Eva, sehr jässlich sein. Wer muss ein Mensch kann in der Engelssprache reden? Und dann keine Life haben, dann hofft er dort nicht. Er sagt nicht, dass er kann, aber wenn sie würden können, aber keine Life haben, dann hofft er nicht. So, das ist hier, die Meinung ist nicht, dass er kann, er braucht das bloß als ein Beispiel. So, Tungenreden, der Go von Tungenreden, was ist dort? Dort ist eine Gabe, was Gott geben wird, dort eine Person kann in einer Sprache reden, was er gewöhnlich nicht brauchen oder reden wird. Und wir sehen über History, wo Gott hat diese Gabe gebraucht. Missionaren haben reingegangen und haben gepredigt. Und Menschen, die die Sprache nicht verstehen, haben in ihrer Sprache das Evangelium verstehen. Und in Tiden hat Gott eine Gabe gegeben, dass Menschen können, durch ein Wunder von Gott, eine Sprache verstehen, was sie anders würden nicht haben können verstehen. Und das wird viel Dollar in den ersten paar hundert Jahren, wenn der Evangelium über die ganze Welt verspreit. Das soll sein, dass diese Gabe, ich glaube, dass alle Gaben, die Gott durch den Heiligen Geist hat gegeben, sind von der und da auch noch hier. Aber für welche Ursachen wird Gott an sein wird, diese Tungengabe wird nicht so viel gebraucht. So wenn dort in 1. Korinther Kapitel 14 von Tungen reden wird,
En ook in 1 Korinther kapitel 12, wann wir diese Versen, wir haben nicht Zeit, die Versen alle even lesen, aber wann er von Tungen reden wird, er redet von Menschen sprechen. Zum Beispiel, wann er lehrt dort, wann eine Person reden wird, in diesem Kapitel 12, er sagt, du musst einmal so sein, wo das Eva sagen wird. So werde Gofach von Tungen reden, du musst so sein, wo das Eva sagen wird. Er sagt, dass als besser dort eine Person prophezeien wird, eine Predigt bringen wird, in die Sprachworte kann alle verstehen. Aber wenn du so eine Wort mit einer ordentlichen Sprache reden, in Tungen reden wird, du musst so sein, wo das Eva sagen wird. So, wenn wir das verstehen, dann dort in Tungen reden, in verschiedenen Sprachen reden, in der Bibel redet einmal von manchen Sprachen, wie kann das leicht verstehen, was das meint. Zum Beispiel, ich kann wenig Spanisch, kein Spanisch verstehen. Aber wenn du in Christ wirst, was man uns hier werden, wir weiten, wo wir das vier Ferken tun, wir geben Ferken in Gelegenheit abzustehen und was mehr zu tun, das Port von unserer Gebetszeit. Und dort als Bibel steht es dort tun. Wenn du so eine wird sagen, was wird kommen, vielleicht Spanisch oder Hochdeutsch oder irgendeine Sprache reden, was von uns kann nicht verstehen, dann wird es wichtig sein, dass das sind wir, wo dort Eva sagten, dort wir können alle verstehen. Das ist, was Paulus hier lernt hat. So, sprechen in Tungen reden, dort erst, Menschen sprechen, reden, was wir wenig würden nicht verstehen. So, du sind dann Christen, was lernen, dort Gott jaft an, sprechen, was sie nicht verstehen, wodurch sie beten kann. Was soll wir mit so tun? Ja, ich glaube, hier ist es sehr wichtig, dort, wenn wir dort verstehen, wenn wir dort leben, dort ist es erst, dort Gott jaft Menschen sprechen von Engel, dort sie kann beten in der Sprache. Dort wir abpassen, wir scheiden, für uns selbst, wo wir stehen. Aber, wer wir sei abpassen, dass wir nicht eine Person vernichten und durchschlagen, für wo sie mit Gott beten. Das ist wichtig, dass wir uns anstellen zu der Bibel und wo wir dort recht können verstehen. Aber wenn du so eine sind, was ordentlich bleiben und ordentlich Gott anbeten, werden wir uns dort nicht hungrig verschmieden und wegnehmen. Ein Ding, ich glaube, wird fan sein, ist, wenn wir würden sein, dass wir brauchen ihn verstehen. Und andere Menschen verstehen, wo sie Gott anbeten tun. Wenn Menschen Gott anbeten tun und sie sagen, ich bete von Hort, aber das sieht so, die haben kein Leben, wer wir nicht rechten. Die haben die Heilige Jeist. Und sie tun, so sie können, und sie wollen Gott anbeten in Heilige Jeist. Wenn Menschen sehr akademitisch sind, so zu sein, und alles ist von der Heilige Jeist, und sie gefällt sind, und sie Gott so anbeten, dann werden wir uns freuen für ihn auch. Ich glaube, das sagt auch, dass wir einordnen in unsere Städten tun. Aber wegen des Aspekts von der Thema, dort ist worum ich dachte, ich würde ein klein von reden, wo soll wir das verstehen. Ich will diese Serie schließen mit das. Die Bibel lehrt uns, das ist auch ein Teil von dir, dass jede Person, die Jesus Christus angenommen hat, erst war geboren durch den Heiligen Geist. Die Bibel lehrt uns auch, dass alle Christen haben den Doop von der Heiligen Geist, wodurch die gefällt sind von der Heiligen Geist. Das meint, dass du, wer hier von dir sagen das, oder das Leute hören das, wenn du wahrgeborener Christ bist, du hast den Heiligen Geist in dir. Das meint dann, dass du darfst nicht in die eine Kraft Jesus Christus nur folgen. Und ich glaube das. Und ich glaube, Port von uns glauben das auch.
dat God wil een groter wonder doen door ons. God wil in ons leven dat wel een groter wonder doen door ons. Want wie würden ons alle opmerken, om ons laten leiden van de Heilige Jeist? Wat van de Wunder wird Gott nicht doen in ons? Wo wird ons Hort nicht geändert sein? Wofür Freiheit wir nicht finden in Heilige Jeist? Wofür Fried und Fried wird wir nicht finden, wenn wir würden uns hingeben, today, wer an uns leben wird. Und dann wieder, wir haben ein paar Sinde genommen, dass wir verstehen können, was der Jesus gegeben sind. Der Goven hat der Herr Jesus nicht gegeben, so dass je kann ihn selbst dienen. Er hat dir gegeben, so dass je kann mit Frieden in der Kirche dienen, so dass Jesus Christus sein Evangelium wird verspreit über die ganze Welt. Ich will ihnen bei der Mut geben, bruch der Gov. Gott hat ihnen den Gov gegeben, so dass je den bruchen kann. Er würde den Gov nicht gegeben, wenn er ihn nicht dort wird tun würde. So der Jeist, wer an ons leven dat, wil wie waar die geboren zijn, wel ook der ons dein. Hij heeft alle van ons een go gegeven. So ik wil gaan dat wie van deel dag, van deel, dat aannemen doen. Dat God wel ons brokken. Du hast keiner wat hier zetten dat, keiner wat hier dat. Wir apport is van wat God wil doen. So ik wil van deel gaan, wie zullen top opstaan. We worden een light top zeggen. Ik wil gaan, wie zullen alle van deel opstaan. We hebben alle opstaan van deel smarts. En ik wil gaan, wie zullen van deel beden. We willen ons hand geven. Want du een Christ bent van deel smarts, du hast de Heilige Geest in die. En ik wil beden en ik wil gaan dat ik wil beden en ons leiden in gebed. Dat we willen ons hand geven aan de Heilige Geest. Dat hij ons veranderen deed en ook dat hij ons brokken deed. We willen dus een kerk staan en ons hand geven aan de Heilige Geest dat hij ons brokken kan. We hebben dan toch beden. Jezus Christus, dankzij voor ons raden. Wie wir hier zitten en wir waren geboren zijn, we haben die angenomen zoals ons raden aan ons Herrn. En Heilige Geest, de Bibel leert ons dat du bist die, waar ons de ware geboorte geeft. Du bist die, waar ons geveld heeft. Du leefst in ons. En Heilige Geest, ik weet, die verlangen is, dat Jezus Christus wordt verherrlicht over de ganze Welt. En Heilige Geest, wie van dir weten, dat du wirst, der ons schaffen. En God van dir ist de kerk. Heilige Geest, van dir ist de kerk, wir wollen uns handgeben, dat du kannst Wunder durch uns tun. Dat Menschen wollen sich bekehren. Dat die waschen uns schaffen, dat uns Hort wollen geändert. En Heilige Geest, bruch uns, um die Evangelium verspreiden in Leamington. De Gaven, wat du ons gegeben hast, Gott, wir wollen uns handgeben, dass wir die brücken wollen. Dass in alle Dinge, der Evangelium von Jesus Christus, in der Kraft von der Heilige Geist, in der Leib von den Vater, wird weit und breit uitgedeeld durch uns. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.